Hallo ihr lieben Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und in der letzten Episode hat es genauso angefangen wie hier. Hoffen wir doch mal, dass wir jetzt draus gelernt haben und durch die letzte Episode hier auf jeden Fall was gerockt haben. Weil jetzt geht es darum, dass wir uns wieder dem Gebiet stellen, um zum Mana-Baum zu kommen. Und müsste doch hier irgendwo sein, oder? Ja, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall einen Mana-Baum stellen. In dem Gebiet müssen wir wieder durch und ich hoffe, es geht erstmal besser. So. Und joink. Wieder runter. Jetzt bin ich immer gespannt, wie viel wir einstecken. Ich hoffe, es geht. Willkommen. Ich erwarte euch schon. Okay, hoffen wir, dass es wirklich klappt. Oh, bitte funktioniert. Weil wir machen normal Schade, wie man machen sollten. Kinos ist erledigt. Den hatten wir ja schon bei den Prüfungen beim Sea Luna. Da hatten wir ja schon diese Kinos hervorgerufen durch den Eiermann. Und nein, das ist nicht der Eiermann Abdallah von Galileo. Okay, es macht nur 100 Schade. Ihr könnt damit umgehen. Das ist in Ordnung. 999 hast du schon gemacht an Schade. Nicht schlecht, Grete. Okay, mit 100 können wir leben. Da müssen wir zwar immer noch vorsichtig sein. Oh, nur 26. Das ist gut. Da müssen wir zwar immer noch vorsichtig sein. Aber nämlich so super vorsichtig. Okay, die Gretel ist verwirrt. Also ich denke, es funktioniert jetzt erheblich besser als beim letzten Versuch. Weil das war ja echte Scharade. Meine Fresse. Da haben wir ja echt was mitgemacht. Und wenn nur die Kinos so einen starken Schade machen, ist das auch in Ordnung. Jetzt gehe ich auch mal noch links. Entschuldigung. So, gehen wir weiter jetzt einfach. Okay, das sind nochmal Kinos. Da sollten wir außer Reichweite sein. Weil ich glaube, die Kinos sind doch noch... Ach, für das Gebiet eine Nummer zu hart. Eieiei. Da habe ich mich aber nochmal ordentlich verschluckt gerade. Ah, nur 4 Schadenspunkte. Gut, gut. Und das hat erstmal keinen Schaden gemacht. Gut, gut, gut. Und... Eieiei. Okay. Er macht nur 5 Schadenspunkte. Das ist sehr gut. Gott. Hui. So einfach kann es das sein, wenn man die richtige Ausrichtung haut, würde ich sagen, ne? Und nochmal. Damit auch das Tierle platzt. Aber die Musik finde ich sehr schön hier in dem Gebiet. Heieiei. Ja, die Musik ist doch schon ziemlich episch. Und jetzt ist es endlich ein Gebiet, wie es für uns passt. Weil so müssen wir nicht ewig viel Schade einstecken. Und wegen jedem Scheiß sofort heiler. Das ist sehr gut. Und der richtige Schade machen wir auf jeden Fall auch weiter hier. Sehr gut. Ich denke, so ist es auch ein schönes Gebiet zum Aufleveln. Ah, dann kommen wir dann hier raus. Okay. Ich denke, das ist auch das Gebiet, wo wir sonst da rechts gekommen sind. Weiß ich noch vom letzten Mal. Oh, was ist da nur in der Kiste drin? Das habe ich jetzt aufgemacht, ohne dass es direkt wollt. Honig hätten wir hier auch gefunden. Schön. Schön die Sache. Auf jeden Fall. Okay, hier gibt es anscheinend noch ein paar alte Knorze. Aber so wie es aussieht, sind die kaputt. Eventuell frühere Mana-Bäume, Fragezeichen. Oder junge Mana-Bäume, die sich nicht so entwickelt hätten, wie sie gesollt hätten. Aber ist es noch nicht. Jetzt muss ich erstmal warten, bis das doch fertig ist, wieder mit dieser Rätselaura. Okay, hat sich wieder erledigt. Und hier in der Kiste Hämmer. Was haben wir dann drin? Ackermann, überrasch mich. Schokolade. Wenigstens keine böse Überraschung oder so ein Scheiß. Okay, hier wäre es sowieso nur gegen die Wasserfälle gegangen. Also ich denke, Kristallkröte hießen die. Ach, ein schöner Name, wie ich finde. Ich meine jetzt nicht unbedingt für die Gegner, dass die Gegner so besonders schäl wären oder so. Aber ich finde den Begriff Kristallkröte eigentlich schon sehr schön. Was so kleine grottige Viecher jetzt vielleicht wirklich nicht.
Aber sagen wir mal, es gibt jetzt wirklich so eine Art, die durchscheinend ist. Die Idee von einer Kristallkröte finde ich sehr schön, muss ich sagen. Weil ich persönlich bin auch ein großer Fan von Kröten. Ich mag Kröte. Ich finde, es sind echt sehr schöne Tiere. Und, ach, bei Naruto war ich ein riesen Fan von der Kröte. Von Gamabunta und so weiter. Wobei Bunta ja einfach nur japanisch für Kröte ist. Ackermann erreicht Level 53. Das ist doch auch schon mal echt gut. Machen wir nämlich die Gegner noch platt. Die Gretel höchstwahrscheinlich auch und die Helga hat jetzt auch Level 53. Da kann man nämlich frisch mit Level 53 hier zu einem Endboss-Starter. Das ist doch auch auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich finde es klasse, dass wir jetzt wirklich auch unser Standard so weit erreicht haben, dass wir auch der entsprechende Schaden machen, den wir machen sollten und dass wir die Abwehr haben, die wir haben sollten. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Lass doch mal Elektra für uns arbeiten. Wo ist sie dann? Und dann möchte ich gern schauen, was der Drachenwurm so, gegen was der so auffällig ist. Geht mal weg. 17.400. Ah ja, Elektra. 17.400 bringt aber nochmal eine Goldmünze. Das ist auch schön. Und komm her, du. Wo bist du? Du garstiger Drachenwurm. Elektra, haben sie gesagt. Da ist es die Chance hier, dass wir unseren Blitzschlag nochmal ein bisschen aufleveln. Ja, ein bisschen schade macht's schon. Als drauf auf der Wurm der Drachen. Und du kannst nochmal eine Heilung auf dich sprechen. Und gut. Weil so mit Waffe, wenn man nicht so besonders viel Schaden macht. Deswegen würde ich ganz gern weiterhin mit Elektra hier angreifen. Und würde das Zauberlevel für Elektra gern stärker. So, wo bist du? Du Würmchen. Gut, die Gretel ist ausgewichen. Wo ist er dann? Ballonkette. Wo ist er dann? Wo ist er? Also auf den Wurm drauf, weil mit Waffegewalt kommst du anscheinend nicht so gut bei. Und als drauf. Und der Wetter. Aller Hopp. Das macht zumindest über 100 Schadenspunkte. Können wir hier definitiv auch gut leveln, würde ich sagen. Und Achtung, ich will mal checken, wie viel das so macht. Ah, scheiße. So ist er leider nicht reingelaufen. Schlammbombe Level 8. Okay, das macht wenig Schade. Das ist gut. Also anscheinend sind wir auch gut vor Zauber geschützt mit unserer Rüstung. Das ist gut zu wissen. Helga als rufende Wetter. Oh, der Drachewurm hat unser Gretel verschluckt. Nicht so gut. Nochmal drauf. Sehr schön. Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Elektra erreicht Level 3. Jetzt kommt nochmal Schlammbombe Level 8. Die macht nur einen Schadenspunkt. Das ist natürlich sehr cool. Und Achtung. Jetzt kommen wir nochmal in die Nähe von einem blöden Vieh. Gut, ausgewischt. Und es macht auch ordentlich Schaden, wenn ich hier aufgeladen habe. Gut, wieder ausgewichen. So kommen wir auf jeden Fall auch gut durch bei dem Endboss hier. Jetzt, nachdem wir so gut ausgerüstet sind. Oh, 230. Auf Level 3 macht Elektra doch erheblich mehr Schaden. Das ist sehr schön. 45 macht's nur um Heinz. Und der Ackermann hat nicht gerade so die allerbeste Zauberverteidigung. Insofern, Respekt. Wir haben anscheinend eine sehr gute Rüstung parat. Oh, wie mich das freut, dass wir jetzt endlich wieder irgendwie up-to-date sind, was unser Ausrüstung angeht. Weil es war doch etwas Panne hier mit Ausrüstung rumzulaufen, die aktuellstens von der Goldküste war. Das war doch tatsächlich etwas Panne. Insofern recht nützlich, dass wir jetzt hier wieder dabei sind. Das freut mich jetzt echt ohne Scheiß, weil ich habe ja gesehen, wie es in der letzten Episode abgelaufen ist. Und das war schon echt peinlich, dass man durch so viel auf das Sack kriegt, Du könntest aber auch noch eins machen, Helga.
nicht nur die ganze Zeit Elektra drauf powern. Wir haben ja mittlerweile einen coolen Mondpatron. Und der coole Mondpatron, der hat auch sowas parat. Zaubersog Level 1. Und? Okay, nur ein MP. Schade. Hätte ja sein können, dass wir da ein bisschen mehr uns abzwacken können. Wahrscheinlich erst auf ganz hohem Level. Na gut. Also ich denke, bei Endgegner bringt es wahrscheinlich echt was auf ganz hohem Level erst. Aber wir können uns dann noch den Ende Zauberpunkt sparen, der noch übrig bleibt. Oder die paar Zauberpunkte. Und können dann von anderen Gegnern hier was abzwacken. Weil so müsste unseren Zaubersog eigentlich noch ganz gut durchkommen. So, komm schon her. Und? Nee, das hat anscheinend nicht getroffen. Dann probieren wir nochmal den Orkanschub. Und ich hoffe, er richtet hier auch was aus. Jawohl, bisschen oder andere was ausgerichtet, aber Blitzschlag ist natürlich der stärkste Zauber hier, den wir parat haben. Von Elektra. Oh nein, Heinz ist klar und gezappelt. Das können wir aber auch ziemlich easy lösen. Wäre es jetzt einfach nur gezappelt, dann hätte ich noch meinen Gürtel genommen. Aber da ich auch noch klar gemacht wurde, lösen wir das so. Und wieder eine Schlammbombe, die macht glücklicherweise nur einen Schaden. Ach ja, da dürfte der Endkampf echt ziemlich easy sein. Wir haben nichts Großes zu befürchten von dem Vieh. Und sehr schön, wieder getroffen. Na, komm schon her. Ah, jetzt hat er wieder der Ackermann verschluckt. Blöder Wurm. Drachenwurm ist erledigt. Ich hoff's doch. So, er hat mich ausgekackt. Ich kam vorne rein und hinten wieder raus. Igitt. Was ich aber auch noch machen könnte, wäre natürlich, um uns das Leben einfacher zu machen. Walnuss, die tut ja nicht weh. Ach, wenn sie viel kostet, die tut nur im Geldbeutel weh. Und dann kann die Helga nämlich wieder schön hier Blitzschlag auf das Vieh zaubern. Naja, okay. Wenn sie vielleicht nicht gerade von Steingas erwischt wird. Helga, gib ihn. Und? Sehr schön. Das war's schon. Hätten wir wahrscheinlich gar nicht erst gebraucht hier, unser Walnuss. Aber egal. Und Axtorb erhalten. Ausgezeichnet. Also weiter geht's hier im Mannerwald. Okay, ich glaube, die Kinos sind wirklich die einzigste Kreaturen, auf die wir noch achten müssen. Dass die nicht allzu viel Schaden machen. Nein, nein. Jetzt bin ich wieder ins andere Gebiet zurückgegangen. Mist. Dann halt noch einmal den Spaß. Wir ziehen uns das mal ein bisschen weiter zurück, dass wir den Kampf hier machen können. Und... schade. Die hat auf jeden Fall nicht mehr getroffen. Aber... wir können den Kinos jetzt hier so lange in die Zange nehmen und mit Attacke weichklopfen, bis die Mädels so weit sind und aufgeladen haben. Sehr gut. Jawohl. So geht es doch relativ fix. Oh, der Pilz der Sporenkopf will auch noch hier dazu zum Kampf. Kann er aber. Das kann er gern haben. Sehr schön. Da ist er geplatzt. Oh, da sind Gespensterlin. Aber ich glaube, da vergeude ich jetzt erstmal keine Mana-Punkte für die. Und wirklich weiter bringt es uns hier auch nicht. Also, wir kommen auf keinen Weg weiter. Und bevor die jetzt wirklich anfangen zu zaubern, gehe ich jetzt nochmal in die Richtung. Und wir gehen einfach mal hier geradeaus weiter. Oh, da kommen wir zu einer alten Ruine, wie es aussieht. Besiegende Drache links vom Wald, ums Tor zu passieren. Der Spielstand speichern. Speichern, vor allem speichern natürlich. Das wollte ich schon immer mal in einer alten Ruine von einem Geist gefragt werden, der nicht sichtbar ist, ob ich den Spielstand speichern mag. Das finde ich toll. Okay, ein Drache soll es ja geben anscheinend. Und der Wald wird irgendwie kälter. Mal schauen, was das hier für ein Drache ist, der hier lauert.
Der Mana-Drache kann es auf jeden Fall nett sein, weil der Mana-Drache erscheint erst bei der Mana-Festung. Aber ich bin immer gespannt, was da kommen wird. Oh, jetzt bin ich wieder verwirrt worden. Die Schlammbombe macht mehr Schade als die vom Endboss, beziehungsweise vom Drachenwurm. Das ist schon etwas enttäuschend, dass diese Kinos mehr Schade machen als der Drachewurm mit der Zauber. Komm, Gretel, zeig mir, wo der Hammer hängt. Und Helga hinterher. Sehr gut. Helga for the win, würde ich mal sagen. Ach, Gretel. Ach, Gretel, du blädi Kuh. Muss dann das immer wieder sein? Muss man das immer wieder durchbaldowern? Okay. Oh, das sieht interessant aus. Ist sogar ein sehr hübscher Drache, wie ich finde. Das ist, Elektra sagt's uns. Eishauch. Da hat nicht so besonders viele KP. 18.360 bringt er. Und Schneedrache ist gegen Vesuvio allergisch. Wer hätte es gedacht? Tja. Ice to see you, Dragon. Oh, hoppla. Das war jetzt etwas doof. Aber ich wollte nach wie vor die Blutgranate nochmal machen. Ich finde es sehr cool, wie der so seinen Kopf zurücklegt und wie man diese Schildplatte am Unterkiefer noch sehen kann. Also schön animiert ist der auf jeden Fall, der Drache. Und nimm das. Und hier. Also besonders viel hält er ja auch nicht aus, haben wir schon gesehen. Und ich finde es auch schön, dass hier in dem Gebiet mal wirklich eine Speicherfunktion auch möglich ist. Und wie sieht es dann hier aus? Und hier kommen unglaublich viele Bosse, muss man dazu sagen. Also die Festung hat auch viele Bosse gehabt, muss man auch dazu sagen. Aber hier gibt es eigentlich auch schon bisher 2 Bossgegner. Das ist schon nicht ohne. Und ich würde sagen, wir wirken jetzt einfach so lange Blutgranate auf das Vieh, bis einfach gar nichts mehr geht. So. Weil besonders viel hält er nicht aus. Mehr als 10 Blutgranate dürfte der nicht aushalten. Und mit dem Schade, den wir zwischendurch auch noch machen. Hoch, jetzt fliegt er fort. Jetzt hat er genug. Jetzt denkt er sich auch, nö, der ist lieber ein Salat. Und dann können wir jetzt andere tropfende Wetter gehen. Und als wir da mit Stufe 3 machen wir ja schon bei den Gegner ordentlich Schade, würde ich sagen. Und wenn ich mein Vesuvio hier nochmal aufleveln kann, umso besser. Lass es regnen, lass es regnen. Als weiter. Weil so können wir den Schade auch stapeln, wenn wir mehrfach hintereinander machen. Und schon hämmer's. Das ging fix. Nicht schlecht. Und irgendwas hat auch nochmal Level erreicht. Oder irgendjemand. Ich weiß nicht, ob es die Zauber waren oder ob jetzt auch die Personen wieder ein Level gekriegt haben. Das wird sich zeigen. Und weiter geht's. Ah, die Helga scheint wohl Level erreicht zu haben. Bogenorb erhalten, ja, den brauchen wir auch so dringend. Helga erreicht Level 54, die Gretel ach und der Ackermanns Heinz sowieso. Sehr schön. Sind jetzt alle nochmal gestiegen. Und ich werde sagen, ich nutze jetzt auch gerade diese Speicherfunktion hier. Und mache jetzt ja nochmal die Gegner platt. Jetzt ziehen sie uns so gut wie gar nichts mehr ab. Dafür, dass sie uns in der letzten Episode 200 irgendwas abgezogen haben, ziehen sie uns jetzt so gut wie gar nichts mehr ab. 1 hat er jetzt wirklich abgezogen. Also das ist echt nix. Und wir dehlen aber auch ordentlich aus, muss ich sagen. Helga. Sei mal so gut und guck mal, ob der Krähefuß was hat. Der kann zaubern, dementsprechend müsste der eigentlich auch was drauf haben. Jawohl, da können wir noch MP zwacken. Das ist sehr gut. Dann zwacken wir von dem noch MP und ich kümmere mich um die Kinos. Zwack doch MP, habe ich doch gesagt. Und sehr schön. Dann können wir noch einmal. Können wir das noch einmal machen, den Spaß? Na, komm schon. Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Lunatic erreicht Level 2. Sehr schön.
Und ja, dann würde ich das sagen. Ich mache an der Stelle jetzt meinen Cut, ihr liebe Leute, wenn ich hier nochmal speichern darf. Genau. Hallo Freunde, das Spielstand speichern? Na klar. Nebelvulkan hier ist das Gebiet hier. Oh, und wir sehen uns dann morgen wieder. Genau. Sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig, wo wir dann anscheinend hier wieder weitergehen können. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.